Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet, ich begrüße Sie herzlich zu dieser Online-Diskussionsreihe der International Campaign for Tibet und der Ilham Tohti-Initiative. Die Fragestellung heute: China und die Menschenrechte, wie weiter? Also das Motto dieser Reihe beschreibt eigentlich die mittlerweile vielleicht recht banale Erkenntnis, dass sich China und die KP Chinas unter Xi Jinping anders verhalten als zuvor und dass hierauf vielleicht neue Antworten, gerade auch was die Frage der Menschenrechte gefunden werden müssen, was die Lage von Uiguren, Tibetern, Mongolen angeht, was die Lage von chinesischen Menschenrechtsverteidigern angeht, was die Lage in Hongkong angeht. Hierfür müssen aus unserer Sicht neue Antworten gefunden werden oder diskutiert werden. Sprechen wollen wir heute Abend über das Investitionsabkommen zwischen der EU und China, das kurz vor Jahreswechsel vereinbart wurde. Und wir wollen dieses Abkommen besonders aus menschenrechtlicher Sicht beleuchten, das sich ja im Spannungsfeld Wirtschaft und Menschenrechte bewegt. Dazu begrüße ich als Diskutierende Mareike Uhlberg vom German Marshall Fund, die Bundestagsabgeordneten Margarete Bause, Bündnis 90 Die Grünen, und Frank Schwabe, SPD, sowie Enver Can von der Ilham Tohti-Initiative und den ehemaligen Gesandten des Dalai Lama, Kelsang Gyaltsen. Mein Name ist Kai Müller. Ich bin Geschäftsführer der International Campaign for Tibet und ich werde Sie durch diese Diskussion führen. Wir möchten die Runde so gestalten, dass unsere Gäste nacheinander das Wort erhalten, woran wir dann eine Fragerunde anschließen wollen. In unserem Livestream haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte beachten Sie dabei die üblichen Netiquette und Kommentarregeln. Schon kurz nach Bekanntwerden der Einigung zwischen EU und China wurde Kritik am Comprehensive Agreement on Investment oder CAI laut. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die fehlende Verbindlichkeit von Zusagen Chinas im Bereich der Zwangsarbeit und das Abkommen würde die Abhängigkeit der EU noch vertiefen. Andere setzen Hoffnung in das Abkommen. Ursula von der Leyen etwa sprach von einem Hebel, den es böte. Unser erster Gast, Dr. Mareike Uhlberg, war bis Ende April 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin des Mercator Institute for China Studies in Berlin, MERIX. Sie gilt als eine der profiliertesten deutschsprachigen China-Expertinnen und arbeitet als Senior Fellow im Asien-Programm des German Marshall Fund. Frau Uhlberg, und ich möchte Frau Uhlberg Sie um Ihre Einschätzung bitten. So, jetzt muss ich Sie noch aufheben in der Stummschaltung. Genau. Ich möchte Sie um Ihre Einschätzung bitten, was aus Ihrer Sicht die Knackpunkte an diesem Abkommen sind und vor allem, was sich aus Ihrer Sicht geändert hat nach den Sanktionen der EU aus der vergangenen Woche. Können wir überhaupt noch davon ausgehen, dass dieses Abkommen vom EU-Parlament ratifiziert werden wird, was ja wohl bis Anfang 2022 vorgesehen war? Frau Uhlberg. Ja, schönen guten Abend, Herr Müller. Schönen guten Abend an die gesamte Runde und alle, die jetzt zuschauen. Das Investitionsabkommen, um das es hier jetzt natürlich gehen soll, wurde überschattet durch die Ereignisse von letztem Montag, wo die EU, was man doch sagen könnte, fast historischem Moment, die ersten Sanktionen seit über 30 Jahren gegen chinesische Kader und eine Institution, die Bingtuan, die in Xinjiang als paramilitärische Organisation sitzt und dort für viel Unrecht verantwortlich ist, dass sie sanktioniert wurden. Ich glaube, dass tatsächlich dadurch jetzt das Abkommen noch mal viel, viel stärker in Frage gestellt werden muss. Es muss ja letztlich vom EU-Parlament, da muss es durch. Es sind jetzt diverse EU-Parlamentarier sind auf dieser Sanktionsliste gelandet, auch wenn da wie es genau eigentlich funktioniert, nicht ganz klar ist, also wer betroffen ist genau. Aber das wird es um einiges erschweren, dieses Abkommen tatsächlich durchzukriegen. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Das heißt nicht, dass es zwangsläufig tot ist, aber ich würde mich arg wundern, wenn es jetzt leicht durchkommt. Zum Wissengrad kann man natürlich darüber sprechen, inwiefern es der chinesischen Seite egal war, dieses Abkommen tatsächlich durchzukriegen. Also inwieweit
die Symbolkraft des Abkommens zum Ende letzten Jahres wichtiger war, als dass das Abkommen tatsächlich durchkommt. Wir wissen aus diversen Quellen, dass wohl im Dezember nochmal bessere Konditionen auf den Tisch gelegt wurden gegenüber den Europäern, aber dann, so zumindest mein Wissensstand, auch mit der Bedingung, dass das Ganze im Dezember noch durchkommen muss. Also da gab es offensichtlich ein großes Interesse auf der chinesischen Seite, nicht nur auf der deutschen Seite und auf der europäischen Seite, sondern auf der chinesischen Seite, dieses Abkommen noch vor Amtsantritt von Präsident Biden durchzuboxen, um ein bestimmtes Symbol zu setzen. Und da fangen wir dann auch schon an mit den Problemen, die dieses Abkommen aus meiner Sicht hat. Wenn man sich jetzt den Inhalt anschaut, so langsam wird ja immer mehr von dem tatsächlichen Inhalt auch veröffentlicht. Da sind tatsächlich auch Sachen drin, die aus meiner Sicht falsch sind. Also dass man zum Beispiel den europäischen Medienmarkt gegenüber Investitionen aus China größtenteils freilässt, während natürlich auf chinesischer Seite Investitionen in den Medienbereich aus Europa weiterhin geblockt sind. Und es gibt noch diverse andere Probleme mit diesem Abkommen, die ich da drin sehe. Aber insgesamt könnte man rein inhaltlich sagen, okay, man kann argumentieren, dass es letztlich, wenn man es halt mitnimmt und dadurch keinen weiteren Schaden verursacht, dann ist das schon in Ordnung. Also diese Position, die einige vertreten, die kann man aus meiner Sicht vertreten, auch wenn ich es persönlich etwas anders sehe. Das Hauptproblem liegt aber aus meiner Sicht tatsächlich in dem weiteren Fehlverständnis oder Ignorieren auf europäischer Seite, dass man China in diesem Fall einfach nicht als verlässlichen Vertragspartner haben kann. Also dass es extrem schwierig ist, diese Sachen, die man sich dann in dem Fall erkämpft hätte, auch tatsächlich durchzusetzen und dementsprechend letztlich seine eigene strategische Abhängigkeit von China nochmal vertieft mit allem, was dazukommt. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, wenn ich über die Sanktionen spreche, ohne dass man im Gegenzug etwas wirklich Handfestes bekommt, was man auch wirklich handfest einfordern kann. Beziehungsweise die Frage, wenn jetzt die chinesische Seite aus welchen Gründen auch immer entscheidet, dass man das Abkommen unterschiedlich liest und sagt, nee, das ist so nicht, wir geben euch das nicht, ihr habt das falsch interpretiert. Was wäre man wirklich bereit dafür zu tun? Ich möchte noch mal kurz zu sprechen kommen auf zum Beispiel die Frage der Arbeitsstandards. Wir wissen, dass im Vorhinein, also im Voraus in der Europäischen Union relativ viel Fokus gelegt wurde auf verbindliche, bessere Arbeitsstandards. Man kann jetzt natürlich darüber sprechen, inwiefern man das tatsächlich durch so ein Abkommen durchsetzen kann, dass die Arbeitsstandards besser sind. Auch da sehe ich gewisse Probleme. Also wenn man jetzt sehr verbindliche Sprache zu besseren Arbeitsstandards gegen Zwangsarbeit etc. dort reingebracht hätte, wäre es auch nicht unbedingt durchsetzbar gewesen. Aber man hat sich selbst da nicht mal das hat man da reingebracht. Also man hat sich auf eine absolut verwaschene Sprache geeinigt, die letztlich auch aussagt, dass China von selbst sich bemühen wird, da etwas bessere Standards einzuführen. Also das heißt im Klartext, Europa soll sich da in Zukunft raushalten. So lese ich das. Also es ist quasi die schwächste Sprache, die man hier hätte verwenden können. Das heißt, man gibt ein symbolisches Zugeständnis an die chinesische Regierung, indem man das unterschreibt oder indem man sich im Prinzip dazu bekennt. Man kriegt selber nicht so viele Zugeständnisse, die auch noch unklar sind, ob man sie durchkriegt. Und man macht Kompromisse bei Sprache zu Zwangsarbeit, zu anderen Arbeitsbedingungen in China. Und letztlich ist das größte Problem für mich aber tatsächlich, dass China außerhalb von tatsächlichen Abkommen noch viele andere Wege hat, um Dinge zu verhindern, die es nicht haben möchte. Also wir haben letztlich das Problem, dass die EU, die aus Rechtsstaaten besteht, auf einen Nicht-Rechtsstaat stößt und davon ausgeht oder zumindest so tut, dass der andere Staat sich nach ähnlichen Prinzipien verhält. Wir haben aber jetzt gerade gesehen, der Hauptfokus war auf den Sanktionen, die verhängt wurden gegenüber
europäischen Parlamentariern, gegenüber diversen Akademikern, inklusive meinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Merix. Aber was gleichzeitig auch noch in der letzten Woche passiert ist, ist total wichtig. Wir haben einen Backlash gesehen in chinesischen sozialen Medien, wo, ob jetzt organisch oder durch parteistaatliche Stellen angeleitet, da es ein Backlash gab gegen Firmen, die sich vorher zum Beispiel auf ihren Webseiten positioniert hatten gegen Zwangsarbeit. Also Firmen wie H&M, ich glaube Adidas, Nike, diverse andere hatten vorher auf ihren Webseiten, hatten Statements, wir haben von diesen Zwangsarbeitsunterstellungen in China, wir haben davon gehört, dass es in Xinjiang Zwangsarbeit gibt. Da gab es ja sehr, sehr gute Berichterstattungen, unter anderem von den australischen Kollegen bei ASPI, zu Zwangsarbeitsprogrammen, und hat es davon zur Kenntnis genommen und hat sich positioniert, dass man dagegen ist. Und daraufhin gab es dann eine Boykottwelle gegen unter anderem H&M, diverse andere, aber das von H&M habe ich am meisten mitverfolgt. Und letztlich wurde H&M über Nacht im chinesischen Netz komplett ausgelöscht. Also wenn man jetzt zu H&M gehen will, dann findet man offiziell die Läden gar nicht mehr auf chinesischen Karten. Man findet, es wurde aus dem chinesischen Internet komplett ausgelöscht. Und wenn man mit einem Land umgeht, das letztlich die Möglichkeiten hat, über Nacht quasi jede Firma durch so eine Welle auszulöschen, auch eigene Firmen anzuweisen, die Firma aus dem Netz zu löschen, dann hat man das Problem, dass man einfach sich nicht darauf verlassen kann, dass man Zugang zum chinesischen Markt hat, weil man jederzeit durch so etwas ausgelöscht werden kann. Man hat auch gleichzeitig das Problem, dass Firmen natürlich dann unter Druck geraten und dann gegebenenfalls entweder sich also es gab einige Firmen, unter anderem Hugo Boss, wo danach Statements zirkuliert, man hätte der chinesischen Seite versichert, man würde weiterhin zum Beispiel Baumwolle aus Xinjiang, eine von den Produkten, wo die Gefahr von Zwangsarbeit sehr groß ist, würde man weiterhin beziehen. Ja, also die Firmen sind dann auch in der Position, wo sie quasi hier den Politikern und der eigenen Bevölkerung versichern müssen, dass sie im Prinzip besorgt sind um die menschenrechtlichen Zustände, und gleichzeitig müssen sie aber der chinesischen Seite versichern, dass sie weiterhin zum Beispiel Produkte aus Xinjiang kaufen. Das ist das ist sowieso moralisch absolut problematisch, aber ganz rein pragmatisch gesehen ist das kein Zustand, den man lange aufrechterhalten kann, dass man zwei unterschiedlichen Systemen, zwei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen völlig unterschiedliche Dinge erzählt, weil es gibt ja zum Glück genug Menschen auf dieser Welt, die mehrsprachig sind und sehen, was in unterschiedlichen Kontexten gesagt wird. Ja? Also es ist einfach wahnsinnig schwierig, unter diesen Umständen sich moralisch, ethisch korrekt zu verhalten sowieso, aber auch allein an zum Beispiel europäischen, amerikanischen, diversen anderen Gesetzen gerecht zu werden, ohne dann in China gleich vom Markt ausgeschlossen zu werden. Und das sind letztlich Umstände. All das zeigt uns, dass es da wichtig ist, wo man wirklich eine starke Abhängigkeit hat vom chinesischen Markt, die eher abzubauen, anstatt sie weiter zu verstärken und sich immer stärker in eine Situation zu bringen, wo man dann letztlich von der chinesischen Regierung unter Druck gesetzt werden kann, sich zum Beispiel für die chinesische Regierung, die Politik der chinesischen Regierung in Xinjiang, in Tibet, in anderen Minderheitenregionen auch noch verbal einzusetzen, zu sagen, was sie da machen, ist super. Da müssen wir einfach diese Abhängigkeiten systematisch, wo sie wirklich stark bestehen, abbauen. Und ich denke, da werden einige, seien es Unternehmen, seien es Länder, seien es einzelne Politiker, seien es einzelne Parlamente, werden da ein paar harte Entscheidungen treffen müssen. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal lange genug geredet. Ich höre hier erstmal auf. Nachfragen gerne entweder direkt oder im Gespräch. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank, Frau Uhlberg. Ich hätte gleich eine ganz konkrete Nachfrage zu quasi der Sicht der EU auf dieses Abkommen und auf diese Entscheidung, wie es zustande gekommen ist, dieses Abkommen zu vereinbaren. Gerade wenn es um die Frage von Zwangsarbeit zum Beispiel geht, sind die Zusagen Chinas
doch recht vage und das hat auch zum Beispiel der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag kritisiert, der zum Beispiel sagte oder das bemängelt hat, dass es keine konkrete Fristsetzung gäbe dafür, so wie es wörtlich im Abkommen heißt, anhaltende und nachhaltige Anstrengungen zur Ratifikation der Kernarbeitsnorm der ILO zu unternehmen von Seiten der Chinesen. Wie bewerten Sie das? Ist das Naivität aus Sicht von uns Menschenrechtlern und Menschenrechtlerinnen? Ist es ja so, dass wir diese Zusagen schon kennen aus anderen Zusammenhängen. Zivilpakt 1998 unterzeichnet, aber bis heute nicht ratifiziert. War das Naivität oder wie würden Sie das einschätzen? Ich kann in die Köpfe von einzelnen Menschen nicht reinschauen und ich kann auch deshalb nicht immer unterscheiden, wo Naivität aufhört und gewollte Naivität anfängt. Ja, das ist letztlich ein Urteil, das kann ich mir über einzelne Personen nicht erlauben. Ich denke, da gibt es verschiedene Personen, die aus verschiedenen Gründen auf sowas beharren. Ich denke, Sie sprechen etwas Wichtiges an und das ist, dass natürlich man auch verstehen muss, dass nur weil man eine Zusage bekommt oder nur weil China ein bestimmtes Abkommen unterzeichnet oder gar ratifiziert, dass das dann auch umgesetzt wird. Also China, es hat ja auch letztlich Abkommen zu Menschenrechten unterschrieben und auch, glaube ich, ratifiziert. Und auch die werden ja nicht gerade eingehalten. Also es gibt hier mehrere Levels. Das eine ist tatsächlich, wie viel bringt es eigentlich, dass man die chinesische Regierung dazu kriegt, sich zu bekennen. Und ich glaube, das ist ein legitimer Einwand. Ich gehöre tatsächlich trotzdem zu denjenigen, die sagen, wenn man die chinesische Regierung dazu kriegt, etwas zu unterschreiben, möglicherweise sogar zu ratifizieren, aber erstmal zu unterschreiben, dann ist das im Prinzip keine ganz schlechte Sache, weil das sind letztlich Abkommen, auf die kann man zwar nicht einfordern von der chinesischen Seite, aber man kann sich, wenn man dann will und dazu bereit ist, an anderen Stellen dann wieder darauf berufen. Man kann sagen, es gibt doch das und das und laut diesem Abkommen, ihr habt euch doch dazu verpflichtet, ihr habt es doch selber auch unterschrieben und das sind Dinge, auf die kann man dann hinweisen, wenn man sich mit der chinesischen Seite trifft. Auch hier ja keine Illusion, dass man damit jederzeit etwas erreicht. Aber ich glaube, es ist auf keinen Fall falsch zu versuchen, eine bestimmte Zusagen von der chinesischen Seite zu kriegen, auf die man sich dann in späteren Diskussionen mit der chinesischen Seite wieder beziehen kann, auch wenn man auch in dem Wissen, dass man es natürlich nicht absolut durchsetzen kann. Aber in diesem Fall ist ja enttäuschenderweise noch nicht mal das passiert. Und das ist ja letztlich das größere Problem, dass man noch nicht mal versucht hat, zumindest diese Zusage in irgendeiner verbindlichen Form, auf die man sich dann später wieder beziehen kann, die zu bekommen. Und das ist letztlich natürlich das doppelte Problem. Vielen Dank, Frau Uhlberg. Ich denke, wir werden vielleicht noch auf diese Frage zurückkommen im späteren Gespräch. Ich möchte jetzt überleiten zu unserem nächsten Gast heute. Das ist Enver Can. Enver Can ist Mitglied des Uigurischen Weltkongresses und setzt sich seit Jahren für Menschenrechte und für die Freilassung des zu Unrecht Inhaftierten, zu lebenslanger Haft verurteilten uigurischen Bürgerrechtlers Ilham Tohti ein. Dazu gründete er 2016 die Ilham Tohti-Initiative, um die Arbeit Tohtis fortzusetzen, der sich ja für eine Aussöhnung von Uiguren und Han-Chinesen einsetzt. Enver, Ostturkestan ist derzeit leider immer wieder in den Schlagzeilen. Grund für die Sanktionen der EU sind die inzwischen gut dokumentierten Verbrechen in Ostturkestan, wozu auch systematische Zwangsarbeit zählt. Kann man da eigentlich überhaupt ein Wirtschaftsabkommen schließen? Wie ist Ihre Sicht auf dieses Investitionsabkommen vor dem Hintergrund der Situation in Ihrem Land? Und was sind Ihre Forderungen an die deutsche Politik? Bitte, Enver. Danke. Weil meine Deutschkenntnis nicht so gut ist, ich habe versucht, etwas Schriftliches zu vorbereiten und werde ich versuchen, das zu vorlesen. Zuerst, ich begrüße die sorgfältig
kalibrierte Sanktionsliste, die die EU letzten Montag bekannt gab, als der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist nicht ausreichend und man muss sich durchsetzen, Doppelstandard vermeiden und eine glaubhafte Menschenrechtspolitik treiben. Vor Drohungen nicht beugen, konsequent bleiben und eigene Schlagkraft klug nutzen. Mein Volk, nämlich die Uiguren, wird versucht, systematisch ausgelöscht zu werden. Und zwar von einem Regime, KP Chinas, die während der letzten 20 Jahren von westlichen Demokratien geholfen worden ist, Weltmacht zu werden. Das passiert im 21. Jahrhundert vor Augen der Weltöffentlichkeit. Die demokratische Weltöffentlichkeit reagiert dagegen nur spät, zögernd und halbherzig. So wie deutsche Anthropologe Adrian Zenz sagt, der lebenslang inhaftierten uigurischen Wissenschaftler Ilham Tochtis Schicksal ist paradigmatisch für eine chinesische Minderheitspolitik, die das eigene Scheitern nicht zugibt, sondern stattdessen ihre Lösung in der Masseninternierung ganzer ethnischer Gruppen in Internierungslagern bzw. Konzentrationslagern sucht. Die Welt, so eine kurze Zitat von ihm, die Welt hat noch nicht wirklich begriffen, an welchem Punkt wir hier stehen, an welchem Punkt die Uiguren stehen. Ich denke, auch unsere Bundesregierung ist in dieser Hinsicht teils deutlich zu naiv. Es wird höchste Zeit, dass unser Land und die EU das Regime in Beijing in Bezug auf die Art und Weise zu beurteilen, wie es mit seinen hilflosesten Bürgern umgeht, insbesondere den Uiguren. Ende des Zitats. Also ich denke auch, die Bundesregierung Deutschland als die führende Wirtschaftsmacht in der Europäischen Union und mit guten Handelsbeziehungen zu China hat eine besondere Verantwortung, sich mit praktischen Schritten stärker als bislang für die Menschenrechte der Uiguren sich einsetzen. Trotz der Tatsache, dass der Westen über viele Jahrzehnte während Deng Xiaopings Zeit der Öffnung und Reform versucht hat, China seit den 80er Jahren in das Spiel des freien Markts und des progressiven politischen Reformen zu drängen, muss er nun zugeben, dass er eine Art Monster geschaffen hat, das sich weigert, das Spiel zu spielen. China hat nun offen begonnen, gegen westliche Werte zu kämpfen, um seine eigenen Wertvorstellungen in der ganzen Welt durchzusetzen. Der Westen mag es bitter bereuen, den Tiger in die friedlichen Weiden eingeführt zu haben, wo früher Schafe und Kühe gemütlich ihr grünes Gras suchten. Er hat dem Drachen geholfen, groß und mächtig zu werden. Und er versteht endlich, dass der Versuch, China zu einer Liberalisierung seiner Wirtschaft oder seines politischen Systems zu bewegen, völlig unrealistisch ist. Der chinesische Traum ist, ein einfacher, die Welt zu zwingen, nach seinem Willen zu handeln, ob es ihr gefällt oder nicht, sagt französische Sinologin Professor Marie Holzmann. Also, unsere universalen Werte sind von KP Chinas bedroht und es ist höchste Zeit, dass Deutschland
von ihren Illusionen aufwacht, bevor es zu spät wird. Diesbezüglich, ein Beobachter aus Taiwan schreibt, zwei wichtigsten Lektionen, die der Westen aus der vergangenen Erfahrung lernen sollte, sind: eins, die KP Chinas kann ihren eigenen Charakter, der ein totalitäres Regime ohne moralischen Standard ist, nicht überwinden und ein zivilisiertes Mitglied der Weltgemeinschaft werden. Zweitens, es ist der Westen, der dafür verantwortlich zu machen ist, dass China zu dem mächtigen Biest geworden ist, das es heute ist. Und die zwei Annahmen, dass der Handel China in eine Demokratie verwandeln wird, dass sein Akt des Bösen die Welt außerhalb China nicht beeinflussen wird, sondern nur ihr eigenes Volk, sind falsch. Ich glaube, das bekräftigt den Zweifel, ob viele Politikerinnen und Politiker hier in Europa die KP Chinas und Ambitionen dessen Führung genügend kennen. Es ist klar, dass mit der zum Jahresende angekündigte EU-Investitionsabkommen mit China Bundeskanzlerin Frau Merkel während deutsche EU-Ratspräsidentschaft und bevor ihre Ära zu Ende geht, etwas für unser Land, Deutschland und Europa tun wollte. Aber was sie mit Eile und rasch zustande gebracht hat, ist mehr ein Geschenk für Xi Jinping. Laut Medienberichten, die Bundeskanzlerin soll gesagt haben, man müsse nehmen, was man jetzt bekommen kann, weil man es in 5 Jahren nicht mehr kriege. Herr Bütikofer diesbezüglich meint, dass Frau Merkels China-Strategie sei von gestern und obwohl sie weiß, es wie brutal China sei, sie ist zu pessimistisch, was unsere Möglichkeiten betrifft, mit China angemessen und erfolgreich umzugehen. Berlin hindert Europa, eine angemessene China-Politik zu fahren. Ich schließe mich Herr Bütikofer an. Wenn wir vor 20 Jahren nicht hinter Illusionen gelaufen hätten, China wäre heute nicht so stark. Es war eine falsche Hoffnung und fatale Erwartung damals. Heute Europa hat sich neu positioniert, nämlich China ist ein Partner, ein Wettbewerber, aber allerwichtigste eine Systemrivale. Ich glaube, da sind viele neue Generationen von Politikerinnen und Politikern mit mehr Mut und Vision, die in europäischer China-Politik einen neuen Kurs durchsetzen können. Wir begrüßen die Entscheidungen der Regierung der USA, Großbritanniens und Kanadas, neue Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die schweren Menschenrechtsverletzungen an Uiguren in Osttürkestan vorzugehen. Insbesondere mit dem Ziel, die Komplizenschaft westlicher Unternehmen bei der Nutzung uigurischer Zwangsarbeit zu beenden. Die neuen Maßnahmen der USA, Großbritanniens und Kanadas zeigen, dass die internationale Gemeinschaft erkannt hat, dass Business as usual mit der KP Chinas nicht mehr möglich ist, solange das chinesische Regime jedoch weiterhin Hunderttausende Uiguren der Zwangsarbeit und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen aussetzt. Da sind weitere internationale Schritte, insbesondere eine eindeutige Entscheidung der EU-Führung ist nötig, um dieses Verbrechen ein Ende zu setzen. Also mehr Regierungen und Unternehmen ihre
Anstrengungen zur Bekämpfung der uigurischen Zwangsarbeit verstärken. Dazu gehört ein vollständiges Verbot von Importen, die mit Chinas groben Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren behaftet sind. Darüber hinaus muss die Europäische Union eine prinzipielle Haltung einnehmen und die Ratifizierung des umfassenden Investitionsabkommens zwischen der EU und China davon abhängig machen, dass China seine Menschenrechtsverpflichtungen einhält, anstatt trotz der Besorgnis über Zwangsarbeit verbesserte Handelsbeziehungen mit China zu verfolgen. Wir fordern, dass die EU beim Verbot von Baumwolle aus dem Uigurenland den USA anschließen wird. In diesem Sinne erwarten wir, dass zumindest die folgenden Punkte erfüllt werden. 1. China ratifiziert alle Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation, nämlich C29 über Zwangsarbeit, C87 über Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechts, C98 über das Vereinigungsrecht und das Recht auf kollektive Verhandlungen und C105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit. Zweitens, das Kapitel des Investitionsabkommens über Handel und nachhaltige Entwicklung wird so überarbeitet, dass es, wie vom Europäischen Parlament wiederholt gefordert, robuste und durchsetzbare Menschenrechtsklauseln und Bestimmungen enthält, darunter insbesondere einen unabhängigen Menschenrechtsüberwachungsmechanismus und einen unabhängigen Beschwerdemechanismus, der betroffenen Bürgern und lokalen Akteuren wirksame Rechtsmittel zur Verfügung stellt, sowie Bestimmungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und der grundlegenden Arbeitsnormen sowie unabhängige Überwachungs- und Beschwerdemechanismen, um ihre wirksame Durchsetzung zu gewährleisten und in Abstimmung mit anderen Instrumenten sicherstellen, dass durch Zwangsarbeit hergestellte Waren nicht auf den EU-Markt gelangen und dass EU-Unternehmen nicht direkt oder indirekt zu den Menschenrechtsverletzungen in China beitragen oder davon profitieren. Drittens, die EU und ihre Mitgliedstaaten ergreifen konkrete Schritte, auch auf höchster Ebene und in eine Zusammenarbeit mit gleichsinnigen Partnern, um eine unabhängige UNO-Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen in China, insbesondere an Uiguren, sicherzustellen. Viertens und letzte, die grausame Vorgehen gegen Uiguren beträgt den Fingerabdruck von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Deswegen, die EU soll noch gezielte Sanktionen gegen hochrangige chinesische Beamte, darunter auch Xi Jinping, beschließen, die für Chinas missbräuchliche Politik und Verstöße gegen das Völkerrecht innerhalb und außerhalb des Landes verantwortlich sind. Zum Schluss würde ich sagen, nachdem die US-Regierung, die kanadische, Großbritanniens und niederländische Parlamente das Vorgehen Chinas gegen Uiguren als Völkermord bezeichnet hat, wir erwarten, dass unsere Bundesregierung auch in der Richtung praktische Schritte unternimmt. Diesbezüglich schlage ich vor, dass vor der Ratifikation des EU-Investitionsabkommens mit China sollte auch
der Deutsche Bundestag über das Abkommen debattieren und insbesondere die Lage in Osttürkestan, Tibet und Hongkong ausführlich erörtern. Es ist wichtig, dass sich der Deutsche Bundestag mit dem Abkommen befasst, damit auch die Öffentlichkeit in Deutschland stärker Kenntnis davon nimmt, was das Abkommen bedeutet. Danke für eure Geduld. Vielen herzlichen Dank, Enver Can. Ich finde, das ist absolut und außerordentlich wichtig, diese konkreten Vorschläge, diese konkreten Hinweise zu erhalten. Ich hoffe, dass einiges davon vielleicht in die Tat umgesetzt werden kann. Ich möchte nur kurz sagen zu dem Beschwerdemechanismus, den Sie erwähnt haben. Eine Reihe von Menschenrechtsorganisationen hat unmittelbar im Januar nach Bekanntwerden des Abkommens auch genauso etwas gefordert, dass es eben einen Beschwerdemechanismus gäbe in diesem Abkommen, dass eben Betroffenen und sogar zivilgesellschaftlichen Organisationen die Möglichkeit gäbe, eben gegen Verstöße vorzugehen, möglicherweise auch über einen Rechtsweg. Zum anderen, gerade auch was die internationale Menschenrechtsdiskussion in Bezug auf China angeht, möchte ich noch verweisen auf ein doch recht bemerkenswertes Statement vom Juni 2020 von 50 unabhängigen UNO-Menschenrechtsexpertinnen, die die Einrichtung eines unabhängigen Mechanismus im Menschenrechtsrates zu China gefordert oder vorgeschlagen haben, gerade weil die Situation in Ostturkestan, in Tibet und in Hongkong so unbefriedigend ist und auch die Reaktion und die Kooperation der chinesischen Regierung so unbefriedigend sei, dass solche Maßnahmen nun ergriffen werden müssen. Ich finde, dass, wenn ich das noch hinzufügen darf zu Ihren Ausführungen, das ist sind ganz wichtige Entwicklungen auf internationaler Ebene, die auch für die Situation, denke ich, auch sprechen. Kaysan Gyaltsen, ich möchte überleiten zu Ihnen. Illusionen, fatale, falsche Vorstellungen, wie Enver Can es eben benannt hat, der EU-Politik gegenüber China. Wie ist Ihre Sicht auf die EU-Politik der vergangenen Jahrzehnte, auch aus Ihren Erfahrungen heraus mit der Tibet-Frage und auch als aktiver Gesandter des Dalai Lama in den letzten Jahrzehnten? Was ist Ihre Perspektive auf die Wirtschaftspolitik, auf das Spannungsfeld Menschenrechte, Politik und Wirtschaft, wenn es zum Beispiel um Fragen von Rechten von Tibetern und auch Uiguren geht? Wie bewerten auch Sie dieses Abkommen? Ist so ein Abkommen schädlich für Tibeterinnen und für Uiguren? Wie sieht Ihre Sicht auf die Dinge aus? Bitte, Kaysan Gyaltsen. Kaysan Gyaltsen, können Sie sich freischalten, bitte? Ja, jetzt müsste es gehen. Okay, Ja, hörst wunderbar. du? Okay, vielen Dank für die Initiative, für diese Gesprächsrunde und für die Einladung. Was das Investitionsabkommen betrifft, es stellt sich für mich die Frage, ob das Investitionsabkommen zwischen der EU und China die Macht und den Herrschaftsanspruch der KP China stärkt oder Druck auf die KP China ausübt, politische Reformen in Angriff zu nehmen. Für uns Tibeter und für Uiguren, als auch für Hongkonger und Mongolen und für die chinesischen
Demokratie- und Menschenrechtsaktivisten, ist dieses Kriterium von entscheidender Wichtigkeit und Relevanz. Und für mich steht fest, dass das Investitionsabkommen einen politischen Sieg für die chinesische Führung der KP China bedeutet und somit auch ihren kompromisslosen Herrschaftsanspruch stärkt. Leider muss man feststellen, es ist eigentlich offensichtlich, dass die Devise Wandel durch Handel nicht funktioniert. Nach 30 Jahren Policy der Constructive Engagement mit China ist das Fazit heute: Nicht der Westen beeinflusst und verändert China, sondern China verändert den Westen. Chinas ökonomische Macht machen mehr und mehr westliche Länder gefügig, was ihr Eintreten und Einstehen für die Menschenrechte betrifft. Es ist offensichtlich, dass heute China eine Weltmacht ist, wirtschaftlich, militärisch und politisch. Und die KP China verfolgt gezielt ein ambitioniertes, gut geplantes politisches Programm zur weltweiten Beeinflussung und Einmischung. Dabei nutzt sie gezielt die Schwächen der demokratischen Systeme, um diese zu unterwandern, zu unterminieren. Heute stellt China nicht nur eine Gefahr für die Uiguren oder Tibeter und anderen Demokratieaktivisten in China dar, sondern eine Bedrohung für die Demokratie und für die regelbasierte liberale internationale Ordnung. Und da muss ich hinzufügen, dass wir Tibeter, bereits vor 30 Jahren versucht haben, die westlichen Regierungen davon zu überzeugen, dass das Engagement mit China mit klaren Forderungen an verifizierbaren politischen Reformen gekoppelt werden muss, die Liberalisierung, Öffnung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte etc. betreffen. Wir wissen auch darauf hin, dass China eine Einparteiendiktatur und eine Atommacht ist, mit der größten Weltbevölkerung und mit dem größten Militär. Und ihre einzige derzeitige Schwäche sei die Wirtschaft. Daher ist es unbedingt notwendig, sicherzustellen, dass wirtschaftliche Reformen und Entwicklung in China Hand in Hand mit politischen Reformen einhergehen. Das als grundsätzliche Feststellung zu Investitionsabkommen und zu unseren Erfahrungen mit europäischen Politik in Bezug auf Tibet und China. Aber grundsätzlich, was ich auch sagen möchte, ist, oft wird ja die Menschenrechtspolitik kritisiert als Schaufenster- und Symbolpolitik. Das ist in meinen Augen nur zynisch. Der Einsatz für Menschenrechte ist auch ein Einsatz für die Friedenssicherung in der Welt. Die Einhaltung von Menschenrechten ist eine Grundbedingung, um Frieden in der Welt zu sichern. Wo Menschenrechte gut verankert sind, von dort kann man sicher sein, dass es kaum keinen Krieg ausgehen wird. Daher ist die Menschenrechtspolitik langfristige Friedenspolitik. Das muss, glaube ich, man zur Kenntnis nehmen.
Nun ganz konkret, was ich zu der Menschenrechtspolitik oder zu der gängigen Menschenrechtspolitik in Europa zuzufügen habe, ist, einmal hat der Enver schon angesprochen, wir haben hier ein ganz großes Problem der Glaubwürdigkeit. Die Menschenrechtspolitik der westlichen Länder ist in den Augen vieler Länder und vor allem in den Augen der Regierung und Führung in China nicht glaubwürdig. Dafür gibt es viele, viele Gründe. Ein Grund ist sicher, dass für die chinesische Regierung, die nimmt an, dass die Statements der westlichen Regierung zu Menschenrechtsfragen in China, in Tibet oder in Osttürkestan, dass diese Statements eher für die heimische Öffentlichkeit gerichtet sind als an die Führung in China, weil diese Statements keinerlei Konsequenzen haben. Die fortgesetzten schweren Menschenrechtsverletzungen der KP China hatten keinerlei Konsequenzen für die Führung bis jetzt vor einigen Tagen. So, die Behebung der Glaubwürdigkeit ist ein wichtiger Punkt. Dann ein zweiter Punkt in meinen Augen ist, ein großes Defizit der bisherigen Menschenrechtspolitik ist die Fokussierung auf den Dialog mit der Regierung. Aber genauso wichtig ist der Dialog und die Einbeziehung von Tibeter, Uiguren, Hongkonger und die Menschenrechtsaktivisten, die chinesischen Menschenrechts- und Demokratieaktivisten in der Formulierung einer Menschenrechtspolitik vis-à-vis China. Ich glaube, dass, wenn man das systematisch tun würde, käme eine viel, viel substanzielle Menschenrechtspolitik heraus. Dann ein weiterer Punkt ist die Stärkung der Menschenrechtsbewegung in der Volksrepublik China. In meinen Augen letztendlich werden die Menschen in der Volksrepublik China, die für Öffnung, die für Demokratie, die für Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte kämpfen, das wird diejenige Kraft sein, die China auch letztlich verändern wird. Deshalb ist die Stärkung dieser Bewegung sehr, sehr wichtig. Und ein ganz kleiner Schritt, wie man diese Bewegung stärken könnte, ist, wenn Regierungen ein Statement zu China abgeben, wenn dieses Statement daraufhin geprüft wird, ob dieses Statement die Menschenrechtsverteidiger, die Menschenrechtsaktivisten in der Volksrepublik China politisch und moralisch stärkt oder entmutigt. Denn viele Statements entmutigen die Menschenrechtsverteidiger und Aktivisten in Osttürkestan, in Tibet und in Mainland China. Dann ein weiterer Punkt ist im Kampf um Freiheit, um Menschenrechte, ist Information ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Und deshalb sollten über die Situation in Tibet, in Osttürkestan und über die menschenrechtliche Lage allgemein in China nicht nur in europäischen Sprachen für die hiesige Öffentlichkeit verbreitet werden, sondern in tibetischer und uigurischer Sprache sollte die politischen Ereignisse und Diskussionen, die Menschenrechte betreffen, in Tibet, in Osttürkestan, sollten in tibetischer und uigurischer und in chinesischer Sprache berichtet werden. Das bedeutet, es wäre eine ganz große Hilfe, wenn zum Beispiel die Deutsche Welle
oder die Radio France International, wenn sie in tibetischer und uigurischer Sprache regelmäßig Sendungen ermöglichen würde. So, das sind einige Punkte, die mir zurzeit in den Sinn kommen. Aber wenn Kai, du Fragen hast, bin ich gerne bereit, sie so gut wie möglich zu beantworten. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Sankt-Jeizen. Da die Zeit fortgeschritten ist, würde ich vielleicht Fragen noch auf die Frage und Antwort oder Q&A, wie es so schön heißt, verschieben und gleich zu Margarete Bause kommen. Ich schalte jetzt mal stumm. Ja, wunderbar. Ja, Margarete Bause ist Bundestagsabgeordnete aus Bayern, Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Sie ist 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag. Sie hat sich intensiv auch mit der Situation der Menschenrechte in Ostturkestan und Xinjiang, aber auch in Tibet oder Hongkong befasst. Frau Bause, wie eben ja auch schon etwas angeklungen ist, Glaubwürdigkeit, Einheitlichkeit von Menschenrechtspolitik oder europäischer Politik für uns Beobachterinnen ist vielleicht manchmal verwirrend. China ist manchmal Partner, dann systemischer Rivale. Deutschland pflegt mit China eine sogenannte umfassende strategische Partnerschaft. Und da gibt es auf der einen Seite dieses Investitionsabkommen, das unsere Bundesregierung dem Vernehmen nach maßgeblich vorangetrieben hat. Dann aber wieder Sanktionen wie in der letzten Woche verhängt gegen Offizielle in Ostturkestan. Gerade weil auch im Bundestag immer wieder eine einheitliche China-Politik diskutiert wird, würde ich gerne Ihre Einschätzung hören, ob dieses Investitionsabkommen stimmig und überzeugend ist. Wie sehen Sie dieses Abkommen? Bitte, Frau Bause. Ja, herzlichen Dank, Herr Müller, für diese Veranstaltung und auch für die sehr nachdenkenswerten Beiträge meiner Vorrednerinnen. Sie haben den zentralen Punkt angesprochen. Es gibt tatsächlich in der Bundesregierung keine kohärente China-Strategie und auch in der Europäischen Union nicht. Und das ist das, was natürlich die chinesische Regierung sehr genau beobachtet und auch in ihrem Sinne nutzt. Die Strategie des Teile und Herrsche, also in die Defizite zu analysieren und dort ganz gezielt hineinzugehen, um zu entsolidarisieren und damit ihren eigenen Machtbereich zu vergrößern. Das funktioniert solange es eben nicht diese einheitliche Strategie gibt. Und deswegen denke ich, ist es als erstes ganz entscheidend, dass die Bundesregierung zwischen ihren verschiedenen Ressorts, dem Wirtschaftsressort, dem Außenministerium, dem Bundeskanzleramt, um mal 3 wichtige Punkte zu nennen, zu einer einheitlichen Strategie kommt, weil ich tatsächlich auch immer wieder erlebe, dass das Auswärtige Amt da eine andere Position äußert als zum Beispiel das Bundeskanzleramt oder das Wirtschaftsministerium. Und ich glaube, das ist der entscheidende erste Punkt. Zum Stichwort Solidarität vielleicht noch etwas. Wir haben ja gerade in den letzten Tagen erlebt, im Zusammenhang mit der massiven Gegenreaktion der chinesischen Seite auf die Sanktionen gegenüber 4 Verantwortliche für die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang. Da wurden ja auch einige deutsche Abgeordnete sanktioniert und das Merix-Institut, das wurde schon erwähnt. Und in Großbritannien hat zum Beispiel der Premierminister sich mit den Sanktionierten getroffen und damit auch ein wichtiges politisches Signal gesetzt der Solidarität. So etwas würde ich mir auch für Deutschland wünschen. So etwas ist unglaublich wichtig, auch nach außen hin, dass sich die Bundeskanzlerin solidarisch zeigt mit den von Sanktionen Betroffenen und deutlich macht, dass sie ihnen den Rücken stärkt. Das hoffe ich noch, dass das in absehbarer Zeit tatsächlich passiert. Was das Abkommen angeht, das Investitionsabkommen, da kann ich mich den Einschätzungen meiner Vorrednerinnen großen Umfang anschließen. Ich halte den Zeitpunkt tatsächlich auch für ein fatales Signal und auch nach meinen Informationen ist es so,
dass in der chinesischen Presse der Zeitpunkt als großer Sieg gefeiert wurde. Kurz bevor Biden, der US-Präsident Biden, vereidigt wurde und ins Amt kam, nochmal das Zeichen an die chinesische Öffentlichkeit auch der Spaltung zwischen den USA und Europa. Und wir wissen, dass wir gegen eine Weltmacht wie China nur mit gemeinsamen Bündnisstrategien ankommen, nur in Zusammenarbeit, in Solidarität, in Zusammenarbeit. Und hier hat die EU leider diesen strategischen Weitblick vermissen lassen. Und sie haben in der kurzfristigen Perspektive, es mag ja sein, dass man nichts Besseres verhandeln hätte können, wie die Bundeskanzlerin gesagt hat, aber das ist tatsächlich die kurzfristige Perspektive. Und wir haben gesehen, dass die chinesische Seite immer sehr langfristig denkt. Und dass langfristige Strategien einen Vorteil natürlich gegenüber kurzfristigen Aktionismus haben. Und deswegen war es mit Sicherheit ein fatales Signal und ein Sieg für die chinesische Seite, das Investitionsabkommen in dieser Form und zu diesem Zeitpunkt zu verabschieden. Beziehungsweise es ist ja nicht verabschiedet, da ist ja tatsächlich noch Spielraum drin und ich glaube, den müssen wir jetzt auch nutzen. Was das Verbot der Zwangsarbeit angeht, kann ich mich meinen Vorrednerinnen anschließen. Das muss ich nicht nochmal wiederholen. Das ist wirklich nur heiße Luft. Darauf kann man nicht bauen, das kann man nicht einklagen. Da gibt es keinen Zeitplan, wann das umgesetzt werden soll, keine Sanktionen, keine Vorgaben, was passiert, wenn darauf nicht geachtet wird. Also das ist tatsächlich das Papier nicht wert, auf dem es steht. Auch was den Klimaschutzbereich angeht, da verpflichtet sich China auf die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens. Kann man sagen, ist erstmal gut, aber eben auch nichts Neues, kein zusätzlicher Gewinn, weil das hat China ja schon beim Pariser Abkommen selber gemacht. Also von daher wird vorgegaukelt, es wäre sozusagen ein Gewinn für den Klimaschutz, ist es in diesem Investitionsabkommen leider nicht. Und ich will noch auf einen Punkt hinweisen, der in der öffentlichen Debatte auch immer untergeht, die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen oder auch von Stiftungen. Es ist in dem Investitionsabkommen auch geregelt in einem Unterpunkt, dass die NGOs und Stiftungen, die in China arbeiten wollen, nicht mehr sozusagen mit eigenen Personen an der Spitze besetzt werden können, sondern dass es einen chinesischen Chef oder eine chinesische Chefin geben muss in den Stiftungen. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass die Stiftungen aus Deutschland, die dort arbeiten, im Grunde geleitet sind von chinesischen Parteikadern, dann frage ich mich, wie da eigentlich überhaupt noch eine Arbeit möglich sein kann. Also auch da ein Rückschritt und eine negative Entwicklung. Und was die Presse- und Meinungsfreiheit angeht, Frau Oberg hat es angesprochen, die Möglichkeit von chinesischen Unternehmen, sich in den europäischen Medienmarkt einzukaufen, dort zu investieren. Wir erleben ja im Moment schon, wie auch bei deutschen Medienunternehmen Einfluss genommen wird. Sie haben mitbekommen, dieses vielleicht kleine Beispiel, was aber sehr viel zeigt, das Kinderbuch über Corona. Und in diesem Kinderbuch eines deutschen Verlages, wo es darum geht, Kindern auf kindhafte Art und Weise deutlich zu machen, wie gehe ich um, Hände waschen, welche Menschen darf ich noch umarmen, all das, steht der eigentlich harmlose Satz, dass das Virus aus China kommt und sich von dort in die Welt verbreitet hat. Und das hat der chinesischen Zensur überhaupt nicht gefallen und das chinesische Generalkonsulat in Hamburg hat interveniert bei dem Hamburger Verlag, dass dieser Satz gestrichen wird, dass die Auflage zurückgezogen werden muss und dass das Buch neu aufgelegt werden muss ohne diesen Satz. Und der Verlag hat klein beigegeben und ist dem nachgekommen. Das heißt, die Zensur Chinas findet nicht nur in China statt, sondern sie findet auch bei uns statt und jetzt schon, ohne dass chinesische Unternehmen großflächig, sage ich, sich in den deutschen Verlags- und Medienmarkt eingekauft hätten. Und das ist eine Gefahr für uns. Das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Und deswegen ist der Systemkonflikt natürlich relevant, weil es geht im Kern um das politische System, Demokratie oder Totalitarismus. Und mit ganz vielen Nadelstichen wird versucht,
unsere Demokratie zu schwächen, unsere Werte zu schwächen, Einfluss zu nehmen und die Interessen der chinesischen Seite bei uns durchzusetzen. Nicht nur in China durchzusetzen, sondern bei uns. Und deswegen ist natürlich höchste Aufmerksamkeit angesagt. Es ist wichtig, genau diesen Entwicklungen sehr dezidiert entgegenzutreten. Also auch da erwarte ich von der Bundesregierung auch eine Strategie, eine Unterstützung der Unternehmen. Wenn Verlage allein gelassen werden mit diesem Druck, dann können sie sich fast nicht wehren. Es ist wichtig, da auch wirklich zusammen mit Unternehmen Strategien zu entwickeln, wie man sich gegenseitig unterstützt, wie man gegenseitig solidarisch ist, damit nicht einzelne Unternehmen herausgepickt werden können, unter Druck gesetzt werden können und die dann natürlich nicht alleine die Kraft haben, dem zu widerstehen. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, zu einer kohärenten China-Politik an vielen Stellen zu arbeiten, sowohl was die Bundesregierung im Inneren angeht, was die Europäische Union angeht. Auch da merken wir, da wo Europa Lücken lässt, es an Solidarität mangeln lässt, dort ist die chinesische Regierung sofort zur Stelle und bietet Hilfe in Anführungszeichen an, die in Abhängigkeit dann mündet. Wir brauchen auch bei der Wissensvermittlung zu China sehr viel mehr Weitergabe von Informationen auch an die Kommunen, auch an die Bundesländer. Viele Kommunen, die auch sich nicht wirklich gut informiert fühlen, wenn es um Städtepartnerschaften zum Beispiel geht, die auch unter Druck gesetzt werden, wenn sie Menschenrechtspreise vergeben. In Nürnberg zum Beispiel ist der Menschenrechtspreis an Saura Gul Sautbay, eine Zeugin der Internierungslager in Xinjiang, vergeben worden. Und natürlich gab es sofort Druck der chinesischen Seite, dass dieser Preis zurückgenommen werden soll. In Weimar kannten wir das, als Ilham Tohti der Preis verliehen wurde. Also auch da braucht es Unterstützung für die Kommunen, die allein gelassen werden und diesem Druck alleine auch nicht standhalten können. Es braucht Anlaufstellen für Unternehmen, für koordiniertes Vorgehen, wenn es Druck und Zensur gibt. Und es braucht ein gemeinsames Vorgehen bei den Sanktionen. Das finde ich richtig, dass die EU das jetzt gemacht hat. Das muss auch noch vergrößert werden. Wir sehen mit den USA, wir sehen mit anderen demokratischen Ländern. Auch hier müssen wir die Bündnisse stärken. Wir brauchen internationale Verbündete. Das sind nicht nur die USA, das muss Japan sein, das muss Australien sein, das kann auch Indien sein. Einfach, dass wir den Blick weiten, wo haben wir weltweit Verbündete, um demokratische Grundsätze zu wahren und zu verteidigen. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr großes Feld, eine erfolgreiche China-Strategie zu entwickeln. Aber ich sehe tatsächlich auf der politischen Ebene da auch Fortschritte, was die Einschätzungen angeht. Auch im Bundestag haben wir heute sehr viel nachdenklichere und kritischere Diskussionen als noch, ich würde mal sagen, vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Aber das kann der Kollege Schwabe sicherlich auch noch mal ausführlicher sagen, weil er es länger überblickt. Aber ich sehe schon auch eine größere Aufmerksamkeit und ein größeres Gewicht auch auf Strategien, wie wir diversifizieren und wie wir Abhängigkeiten auch reduzieren und minimieren. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Borse, für dieses Statement und Ihren Kommentar. Ich möchte gleich weiterleiten an Ihren Kollegen Frank Schwabe. Vielleicht einige Punkte auch schon aufnehmen, die eben auch schon gefallen sind. Frank Schwabe ist seit 2005 Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen. Er ist Vorsitzender der SPD-Delegation und stellvertretender Leiter der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Sehr langer Titel. Er ist darüber hinaus menschenrechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und hat sich in diesem Rahmen, wie schon angeklungen ist, bei Frau Borse natürlich schon seit längerem mit der Menschenrechtslage in China befasst. 2019 hat er sich mit Joshua Wong getroffen.
Herr Schwabe, Mainstreaming von Menschenrechten, also Menschenrechte als Querschnittsthema in allen Politikbereichen verankern, ist eine Forderung, die Politik und auch Menschenrechtsorganisationen schon seit einiger Zeit vertreten. Reicht es dann aus, wenn ich zugespitzt formulieren darf, wenn Wirtschaftspolitikerinnen nach Peking reisen, Menschenrechte ansprechen, aber dann Abkommen vereinbart werden, in denen Menschenrechte aus unserer Sicht jedenfalls klein geschrieben werden? Und wenn das Abkommen jetzt nicht ratifiziert werden sollte, hat die EU doch letztlich auch die Menschenrechtslage in China eingeholt. Sollte man hieraus aus Ihrer Sicht Lehren ziehen? Bitte, Herr Schwabe. Vielen Dank. Herr Müller, reicht natürlich nicht aus, wenn wir uns mit Wirtschaftsfragen beschäftigen und nicht mit Menschenrechtsfragen. Eigentlich hatten wir uns das fest vorgenommen. Ich glaube auch, ja, in doch einem breiten politischen Konsens, dass wir keine Abkommen mehr verhandeln, mit wem auch immer auf der Welt, wenn nicht das Menschenrechtsthema nicht nur adressiert ist, sondern wenn es eben klare Mechanismen gibt, wie wir eben mit diesem Thema auch umgehen und wie wir am Ende auch Fortschritte erzielen. Das ist natürlich mit China, und das sage ich immer wieder, am allerschwierigsten. Und Frau Bause hat mir den Ball ja schon zugespielt und deswegen sage ich mal wirklich vielen Dank dafür, dass wir im Bundestag, gerade auch im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, wirklich einen ja, konstruktiven Dialog in gewisser Weise auch führen. Sicherlich aus einer unterschiedlichen Perspektive, aber irgendwie würde ich auch sagen, haben wir uns fortentwickelt in der Debatte und wir sozusagen haben das Thema China und Menschenrechtsverletzungen in China viel stärker auch oben auf der Tagesordnung. Und da hat sozusagen jeder seinen Teil entsprechend auch dazu beigetragen. Ich habe übrigens meinen Standort hier gewechselt. Ich war gerade draußen, aber da ist mir der Strom ausgegangen. Deswegen nicht wundern, warum ich zwischendurch mal die Kamera aus hatte, war kein Desinteresse. Also die Rolle Chinas in der Welt ist ja gerade schon umfassend beschrieben worden. Sicherlich nicht nur ökonomisch eine ganz andere Lage, als das vielleicht vor ein paar Jahren oder ein oder zwei Jahrzehnten noch der Fall war, sondern eben auch in der Außenpolitik ein deutlich anderes Auftreten. Wer auch immer das verantwortet hat, da mag ich mir gar kein Urteil ausreichend anzumaßen, aber das ist jedenfalls so und deswegen versucht China auch die Interessen außenpolitisch, auch militärisch mit oder mit militärischen Drohungen verbunden, auch viel stärker durchzusetzen. Und wir sehen eben diese Auswirkungen massiv in China, beziehungsweise auch im Umgang mit Hongkong. Interessanterweise, ich meine, wir haben das ja im Deutschen Bundestag auch und Frau Bause ist da ja sozusagen mutig vorneweg, haben wir auch die Drohung im Grunde im Bundestag gegenüber Parlamentarierinnen und Parlamentariern und den Versuch der Einschüchterung. Ich finde das ganz interessant, dass am Ende die EU zu Recht Sanktionen gegen Verantwortliche, letztendlich aber administrativ Verantwortliche in China verhängt hat und die Reaktion ist sozusagen Abgeordnete zu sanktionieren. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass China ein Verständnis von Demokratie und was für unterschiedliche Rollen da auch auszuüben sind, entsprechend abgeht. Ich will das gleich aufnehmen. Natürlich wäre das gut, wenn es auch aus Deutschland Signale geben würde der Solidarisierung mit solchen angegriffenen Abgeordneten. Bin allerdings ein bisschen skeptisch, die Großbritannien oder als die USA sozusagen da als Vorbild zu nehmen. Das kann man sicherlich situativ tun, aber ich glaube, dass es der Menschenrechtsthematik nicht immer hilft, dass aus Großbritannien und gerade in der Vergangenheit aus den USA ja auch sozusagen anders das Menschenrechtsthema gegenüber China gespielt wurde und am Ende man doch vermuten konnte, dass vor allen Dingen auch ökonomische Gründe da eine besondere Rolle gespielt haben. Also das wird man zumindest nochmal beleuchten müssen. Und deswegen fällt es mir manchmal schwer, manche Allianzen einzugehen, die ja gerade auch, oder manche Initiativen, die aus den USA zum Beispiel dort entsprechend auch kommen. Ich will mich auch bedanken für die Forderungen und Anregungen und wir werden die Debatte zu führen haben. Ich will mich da gar nicht drum rumdrücken, wie man denn das nennt, was in Xinjiang an den Uiguren verübt wird. Ob das ein Völkermord ist, ob das ein sag mal, das Ziel eines Völkermordes ist, ob man das kultureller Völkermord nennt, wie auch immer. Es ist jedenfalls eine Form von Menschenrechtsverletzungen, wie ich mir das vor ein paar Jahren hätte nicht vorstellen können, dass wir über Millionen Menschen reden, die sozusagen in Umerziehungslagern sind, die zwangssterilisiert werden und so weiter und so fort. Das ist eine Dimension, die ist eine ganz besondere und es ist gut, dass es mittlerweile
hoch auf der internationalen Tagesordnung ist und China jedenfalls nicht umhin kommt, uns da etwas vorzumachen. Die Frage ist ja sozusagen, wie gehen wir mit diesem Investitionsabkommen um? Und in der Tat, ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt übers Knie gebrochen werden musste, warum in dem Fall in der Tat die Bundeskanzlerin persönlich, das muss man glaube ich so sagen, unbedingt fand, dass das Ganze unterzeichnet werden muss. Ich will aber einfach nochmal deutlich machen, ich bin ja Sozialdemokrat, ich habe nochmal nachgeguckt, was die S&D-Fraktion, das sind ja die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Europaparlament dazu gesagt haben, damit es da gar keinen Zweifel gibt. Und ich habe gefunden, dass vor 7 Tagen diese Fraktion im Europaparlament klargemacht hat, die S&D-Fraktion macht die Aufhebung chinesischer Sanktionen gegen Europaabgeordnete zur Bedingung dafür, dass das Parlament Gespräche über ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China aufnimmt. Das heißt, sozusagen zur Bedingung, überhaupt nur Gespräche aufzunehmen. Was das Ende von Gesprächen ist, ist sozusagen dann nochmal eine ganz andere Frage. Und die zuständige Abgeordnete Rodriguez Pinheiro wird so zitiert, Europa muss mit China Handel betreiben, aber unsere Werte und Normen stehen an erster Stelle. Wir stehen zu unseren Prinzipien und wir werden unsere Prinzipien verteidigen und so weiter. Und wenn ich in die SPD-Bundestagsfraktion nochmal gucke, dann bin ich ja Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Aber auch da gibt es sozusagen eine deutliche Weiterentwicklung der Positionierung. Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD, hat Mitte des letzten Jahres formuliert, Chinas zunehmend aggressives Auftreten führt uns vor Augen, wie dringend wir eine Neuausrichtung unserer China-Politik brauchen. Zu lange war unser Blick nach Fernost getrübt von ökonomischen Interessen. Zu lange erkannten wir nicht, wie allumfassend die chinesische Herausforderung ist. Aufbauend auf der Einsicht, dass China sowohl Partner, Wettbewerber als auch Systemgegenspieler ist, müssen wir eine gemeinsame europäische Politik des kritischen Engagements entwickeln, die ausgehend von einer festen Westbindung mutig unsere Interessen und Werte gegenüber China verteidigt. Ich finde, das ist für einen Außenpolitiker, der im Grunde ja auch zwischen unterschiedlichen Positionen in der eigenen Fraktion auch ein Stück weit abwägen und moderieren muss, schon eine sehr eindrückliche Positionierung. Ich habe es gesagt, das Abkommen ist mit heißer Nadel gestrickt. Ich habe nicht verstanden, doch ich habe es verstanden. Es sollte unbedingt am Ende noch ein Erfolg her, am Ende der deutschen Präsidentschaft, aber der Preis war definitiv zu hoch. Ich bin jemand, der bei Wirtschaftssanktionen durchaus skeptisch ist grundsätzlich, aber ich finde, wenn neue Abkommen abgeschlossen werden, dann muss das Menschenrechtsthema klar adressiert sein und eben auch klare Mechanismen verabredet sein, wie man am Ende auch kontrolliert, dass menschenrechtliche Verabredungen auch eingehalten werden. Und in einer Zeit, in der China ja nun, wie auch immer man zu einzelnen Fragen steht, aber definitiv vertragsbrüchig ja geworden ist in der Frage von Hongkong, in dieser Zeit sozusagen einen neuen Vertrag mit China abzuschließen, ohne dass auch diese Hongkong-Frage irgendwie ja nicht geklärt ist, aber dass zumindest man einen anderen Umgang damit findet und nicht so nach dem Motto, China macht, was es will und wir gucken uns das alles an. Genau in dieser Zeit ist es absolut falsch, einen solchen Vertrag abzuschließen. Frau Dr. Ohlberg und andere haben hingewiesen auf das, was zum Thema Arbeitsstandards da drin steht, beziehungsweise nicht drin steht. Das wäre eigentlich das Mindeste, das man hätte vermuten müssen, dass im Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte jedenfalls das ein oder andere dort adressiert ist. Auch das ist nicht der Fall. Und wenn man in der Tat sieht, wie aggressiv China gegenüber H&M, Nike und anderen gerade auftritt, und das wird ja noch stärker werden. Wir haben ja die Debatte um VW in Xinjiang entsprechend zum Beispiel auch. Dann gibt es, wie gesagt, auch da gar keinen Grund im Moment, solche Verträge, einen solchen Vertrag abzuschließen. Also ich kann nicht sehen, dass es innerhalb der nächsten Jahre, würde ich mal sagen, zu einer solchen Ratifizierung durch das Europäische Parlament kommt, wobei ja noch gar nicht geklärt ist, welche Parlamente, nationalen Parlamente, da dann eigentlich auch nochmal eine Rolle spielen müssen. Wir haben ja in Deutschland jetzt demnächst hoffentlich ein Lieferkettengesetz, über das man sich auch nochmal im Detail unterhalten kann, weil ich mir da auch das eine oder andere nochmal mehr gewünscht hätte, aber immerhin. Und auch das wird ja nochmal deutsche Unternehmen verpflichten und den Druck nochmal erhöhen, auf solche menschenrechtlichen Standards entsprechend auch nochmal Rücksicht zu nehmen. Also auch das wird, glaube ich, eine sehr spannende Debatte im Zusammenhang mit China. Also insofern, ja, wir sind deutlich weiter in unserer Debatte und wir, glaube ich, sind in der Lage, mittlerweile selbstbewusster unsere eigene Position
zu formulieren. Ob das jetzt zu spät ist oder nicht, ist eher müßig, darüber zu debattieren, sondern es ist wichtig, das jetzt entsprechend zu tun. Und nein, ich finde, es ist der falsche Zeitpunkt, ein solches Investitionsabkommen abzuschließen, und sehe das ehrlich gesagt auch nicht, dass das in den nächsten Jahren so passiert. Vielen Dank, Herr Schwabe, für Ihre recht deutliche Einschätzung. Ich denke, es ist auch für uns Menschenrechtler wichtig, die Rückversicherung auch zu haben, dass dass bei, ja, auch wenn es um etwas geht, letztlich auch wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, Menschenrechte eben im Vordergrund eine Rolle spielen und eben nicht, wie es hier doch der Eindruck ist, beim Investitionsabkommen doch eher nachrangig behandelt werden und letztlich, ja, das Prinzip Hoffnung, denke ich, wenn ich das so sagen kann, vielleicht ein Stück weit herrscht, dass vielleicht doch eine Veränderung stattfindet auf der chinesischen Seite, wofür es ja gar keine Anzeichen gibt aktuell. Ich würde ganz gerne ein paar Fragen noch nachschieben, auch einen Kommentar, den wir bekommen haben aus dem Chat. Vielen herzlichen Dank an Sie alle erstmal für Ihre Beiträge. Ich wollte gerne einen Kommentar hier aufnehmen, der ist auch hat sich schon wiedergespiegelt, etwas in Ihren Beiträgen. Da wird gesagt, es braucht mehr Dialog und tatsächliche Unterstützung für Chinas demokratische Nachbarn. Ich würde das gerne ein bisschen ausweiten und sagen, vielleicht bräuchte es auch mehr Dialog, vielleicht mit Vertreterinnen von Uiguren und Tibetern und auch anderen. Meine Frage auch gerade an Sie, Frau Bause und Herr Schwabe, was kann man eigentlich mehr machen, um vielleicht diese Menschen und diese Menschenrechtsverteidiger, Demokratieaktivistinnen und so weiter zu stärken? Beispiel Taiwan ist ja da, glaube ich, sehr, sehr präsent. Was kann man da eigentlich noch machen, um vielleicht den Blick ein bisschen zu weiten über Peking, über die KP hinaus? Wie sehen Sie das? Das vielleicht, wenn Sie antworten wollen. Frau Bause vielleicht zuerst. Ja, gerne. Also ich glaube tatsächlich, dass wir international bei den Vertreterinnen und Vertretern demokratischer Staaten und auch der Zivilgesellschaft eine sehr viel stärker noch zusammenarbeiten müssen, uns gegenseitig informieren, inspirieren, koordinieren müssen. Es gibt ja die Organisation Interparliamentary Alliance on China, Interparlamentarische Allianz zu China, wo Abgeordnete aus, ich glaube im Moment sind es 15 verschiedene Länder weltweit aus demokratischen Staaten zusammenarbeiten, 150 Abgeordnete insgesamt. Und ich halte das für ganz entscheidend, dass die Parlamente der demokratischen Staaten zusammenarbeiten, weil wir erleben ja immer wieder das gleiche Reaktionsmuster der chinesischen Seite. Und einmal trifft es Australien, in dem australischer Wein nicht mehr nach China importiert wird, und einmal trifft es Schweden oder einmal trifft es Tschechien, weil eine tschechische Delegation nach Taiwan gereist ist, und sich darüber sehr schnell zu informieren und sich gegenseitig auch zu solidarisieren. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, und da brauchen wir sehr viel mehr Organisationen in dieser Richtung auch noch zwischen den Staaten, zwischen den Parlamenten, aber auch zwischen der Zivilgesellschaft. Und diese Institutionen oder diese Netzwerke aufzubauen, glaube ich, ist ein Punkt, damit wir auch unsere gemeinsame Strategie auch miteinander diskutieren und definieren können. Ich will, will Frau Bause zustimmen. An einer Stelle übrigens, das sei mir mal erlaubt, weil vielleicht auch Vertreter Taiwans zu hören. Wir haben ja in Deutschland eine Korruptionsaffäre im Deutschen Bundestag. In dem Zusammenhang wird auch immer mal wieder Taiwan genannt. Ich will das zumindest mal kritisch an der Stelle sagen. Das ist nicht hilfreich für die Interessen des Landes, und ich finde,
wenn sozusagen seitens Taiwan da auch nochmal aufgeklärt werden kann, dann würde das uns jedenfalls insgesamt helfen und die Glaubwürdigkeit auch des eigenen Engagements entsprechend erhöhen. Ansonsten hat Frau Bause vollkommen recht. Ich glaube, wir brauchen eine Solidarität. Das ist nicht nur bei China so. Ich erinnere mich daran, dass irgendwann mal die Kanadier eine große Auseinandersetzung, sie haben sie immer noch mit Saudi-Arabien hatten und dann stand sozusagen am Ende Kanada ein Stück weit alleine da. Und ich finde, das geht nicht. Sondern in dem Moment, wo sowas passiert, wo ein Land sich klar, dankenswerterweise klar menschenrechtspolitisch positioniert und dann attackiert wird, mit Sanktionen belegt wird oder Ähnlichem, dann muss sofort die internationale Solidarität greifen. Dann müssen andere Länder, andere Außenminister mit Statements sofort zur Stelle sein und entsprechend auch entsprechend den Rücken stärken. Ansonsten müssen wir, glaube ich, alles das versuchen, was ja auch gerade zu Recht angemahnt wurde, das, was wir können, an Zivilgesellschaft zu stärken. Das ist die Frage von Visavergabe, das ist die Frage von Dialoge zu organisieren, Menschen zu treffen, Austausch zu organisieren, Schutz ein Stück weit zu organisieren. Wir haben ja mittlerweile die eine oder andere Stiftung, auch zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und Menschenrechtsverteidigern und Demokratinnen und Demokraten in Deutschland, gerade im Bund eine neue Stiftung. Wir haben die Hamburger Stiftung und wir haben im Deutschen Bundestag ja auch noch dieses Schutzprogramm Parlamentarier schützen Parlamentarier, was eben aber auch für alle anderen bedrängten und bedrohten Menschen entsprechend gedacht ist. Also insofern so viel Austausch zu organisieren wie irgend möglich, Zivilgesellschaft ernst zu nehmen und das sozusagen auch immer wieder einzufordern, das ist natürlich super schwer. Ich war ja auch schon in China und weiß ja, wie das läuft. Dann wirst du am Flughafen abgeholt und kriegst sozusagen dein Programm da vorgelegt und dann hinterher wirst du wieder höflich, wie sie sind, zum Flughafen gebracht und dann wieder sozusagen raus. Das ist nochmal viel schwerer als in China, als in anderen Ländern der Welt und trotzdem immer wieder darauf zu insistieren, wir treffen die Zivilgesellschaft und wenn es eben nicht vor Ort dann geht, dann, um auch Menschen nicht zu gefährden, dann aber woanders und durch andere Formate. Ich glaube, das ist das, was wir leisten können und leisten müssen. Und ich will das ausdrücklich sagen, Frau Bause geht da mit einem hervorragenden Vorbild voran. Ja, vielen Dank, Herr Schwabe. Enver Can, Sie hatten sich gerade noch gemeldet. Und danach bitte Kaysan Jaizen und Frau Ohlberg vielleicht, wenn Sie auch kommentieren möchten. Sie herzlich eingeladen. Augenblick, jetzt muss ich die Stummschaltung. Ja, vielen Dank. Ich wollte 2 Punkte kurz thematisieren. Erst Herr Schwabe hat über das Reaktion von der S&D angesprochen, dass die Aufhebung der chinesischen Sanktionen gegen Euro-Abgeordneten zur Bedienung gemacht hat. Also nach meiner Sicht nach ist es sehr eine voreilige und schwache Reaktion. Sie haben auch angesprochen, es wäre so, wenn ich denke, ob die Chinesen das machen oder nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, die werden auch nicht machen, nicht aufheben. Das bedeutet, wenn die aufheben würden, das verstehe ich so, dass S&D sagt, okay, jetzt können wir über das Abkommen sprechen und eventuell darauf einigen. Ich glaube, das wäre dann für die Chinesen so einfach. Und wo bleibt das alle sogenannte Shortcomings, alle Sachen dort über die gesamte Menschenrechtssituation, die nicht im Abkommen angesprochen worden ist. Das ist eine neue Situation. Ich verstehe so, dass China soll diese Sanktion aufheben und dann kann man darüber reden. Eine zweitstärkste Fraktion in der Europäischen Parlament, ich dachte mir, sollte stärkere Bedingungen, mit stärkeren Bedingungen kommen. Also das ist ganz kurz meine persönliche Meinung. Und Kelsang hat auch über Verstärkung der Demokratiebewegung oder die NGOs in Deutschland, angenommen von Tibetern, von Uiguren oder Hongkonger, angesprochen das Thema, zum Beispiel genannt, Deutsche Welle wäre ein guter Platz, wo man mit Sendungen mit der Sprache anzufangen.
Ich glaube, auch ich schließe ihn ein, es ist höchste Zeit, Deutschland wirklich als stärkste, auch politische, nicht nur wirtschaftliche Kraft in Europa, also in diese Hinsicht nochmal Gedanken macht, auch mal in diese Richtung neu ihre Politik neu orientiert, weil China kommt ja zu uns. Wie Frau Bausi gesagt hat, da ist nicht nur die Uiguren, nur wir Tibeter bedroht, sondern die Werte in Europa bedroht. Und weil wir Uiguren da sind, Tibeter da sind, also warum nicht Sendungen zumindest in diese Sprachen? Das wollte ich noch mal kurz thematisiert haben. Dankeschön. Vielen Dank, Enver Can. Ich denke, das war schon das erste Schlussstatement, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Ich würde jetzt ganz gerne die Schlussrunde damit schon anfangen. Kaysan Gyaltsen, vielleicht dann Frau Dr. Uhlberg, Frau Bause und Herr Schwabe, wenn Sie möchten. Wenn sich bitte alle auch etwas kurz fassen können, es ist schon 7:55 und ich denke, wir sollten nicht allzu lange überziehen. Bitte, Kaysan Gyaltsen. Hörst du mich? Danke, Kai. Ja, ich versuche kurz zu halten. Was ich sagen wollte ist, eingangs habe ich gesagt, dass eben dass China den Westen verändert und nicht umgekehrt. Und das sage ich nicht nur so rhetorisch, sondern ich als Tibeter habe das selbst erlebt, wie man Tibeter und seine Heiligkeit der Dalai Lama in den 80er, 90er Jahren bis Anfang des 2000er Jahren empfangen hat und behandelt hat und wie sie ihn jetzt uns den Dalai Lama behandeln soll. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Westen den China nicht verändert, sondern China den Westen verändert. Der zweite Punkt ist, Hongkong ist erwähnt worden, dass eben das China gerade mit den Maßnahmen in Hongkong internationale Verträge gebrochen hat. Das ist der chinesischen Führung total bewusst. Aber das Kalkül der chinesischen Führung ist, dass eines Tages dieses Unrecht zu Gewohnheitsrecht Chinas werden. Warum kalkulieren Sie das ein? Weil das genau Gleiche mit Tibet geschehen ist. In Tibet ist ein Unrecht Gewohnheitsunrecht geworden und Gewohnheitsunrecht ist Gewohnheitsrecht Chinas geworden. Und das Recht, damit rechnen Sie auch mit Hongkong. In 30 Jahren wird niemand davon sprechen. Deshalb, was wichtig ist, kleine Kursänderungen gegenüber China wird nichts bringen. Man muss jetzt das DNA und die Identität der KP China entschlüsseln. Immerhin, nächstes Jahr wird KP China 100 Jahre alt. Und KP China regiert China seit 70 Jahren. Also sie hat eine Identität, sie hat eine DNA. Was ist es? Ist diese Identität und DNA eine Bedrohung, nicht nur für Tibeter, Uiguren, sondern für die Demokratien in der Welt und für die internationale Ordnung? Das muss zuerst klargestellt werden und dann dementsprechend muss eine Haltung gegenüber China eingenommen werden und nicht nur einfach kleine Kurskorrekturen, um über die kurzfristigen Probleme hinwegzukommen, sondern es ist eine grundlegende
Kursänderung und Neukurssetzung notwendig. Vielen Dank, Kaysan Gyaltsen. Frau Dr. Uhlberg, Ihr Schlusswort. So, ganz kurz. Also, wir sehen immer stärker, dass strategische Abhängigkeiten, wirtschaftliche Abhängigkeiten vom chinesischen Markt dafür genutzt werden, um immer um Forderungen zu stellen, denen man einfach nicht nachkommen kann, weil sie komplett mit den eigenen Werten, das in Deutschland und Europa, komplett nicht übereinstimmen. Das wird weiter zunehmen. Deshalb ist es essentiell, dass wir uns sowohl in Europa als auch in Deutschland, das in Europa am stärksten vom chinesischen Markt abhängig ist, unsere Abhängigkeiten tatsächlich mal im Detail anschauen. Wie groß sind sie eigentlich? Wir werden feststellen, sie sind um einiges geringer als zum Beispiel in Australien, als in Neuseeland, als vielleicht auch in Südkorea und in Japan. Wo sind sie? Sicherstellen, dass nicht die Interessen einiger weniger Großkonzerne als die deutschen Interessen durchgehen, in deren Sinne wir uns dann gegenüber China verhalten müssen auf Art und Weise, die den meisten Bürgern komplett widersprechen würde. Aber wo es diese strategischen Abhängigkeiten wirklich gibt, also die Branchen, die tatsächlich Abhängigkeiten sind vom chinesischen Markt, da muss man diese strategischen Abhängigkeiten entweder abbauen oder sagen, ihr seid letztlich auf eigenes Risiko in China. Wir können letztlich diesen stärkeren Forderungen, die aus China immer stärker kommen werden wir nicht nachkommen können. Wir können nicht unsere gesamte Zivilgesellschaft stilllegen. Wir können nicht sagen, man darf sich so und so und so und hier nicht mehr dazu äußern. Das heißt, reduziert eure Abhängigkeit oder sonst ist es letztlich irgendwann auf eigene Kosten, wenn dann der chinesische Staat oder die Partei sagt, wir schlagen gegen euch zurück, wir löschen euch über Nacht aus in China, wie gerade mit H&M passiert ist, dann können wir euch nur bedingt helfen. Das ist einfach ein Prozess, der muss in Europa passieren und vor allen Dingen in Deutschland. Vielen Dank, Margarete Bause. Ihr Schlusswort. Ja, also ich stimme absolut zu, was die Analyse und Reduktion von Abhängigkeitsbeziehungen angeht. Ich will aber auch noch mal aufgreifen, was Kaysan Gyaltsen gesagt hat, dass man sich sozusagen nicht an das Unrecht gewöhnen darf. Und wenn man es 10-mal angesprochen hat, sagt, jetzt habe ich es doch schon 10-mal gesagt, es hat sich nicht geändert, also sage ich es nicht mehr. Nein, ganz im Gegenteil. Es 100-mal anzusprechen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu thematisieren. Die chinesische Seite macht es auch. Bei jedem Treffen beten sie gebetsmühlenartig, sorry für den Vergleich, wieder herunter, wie aus ihrer Sicht die Situation in Xinjiang ist und dass es da überhaupt nicht um Menschenrechte geht, sondern um Terrorismusbekämpfung und so. Und ich glaube, wir müssen das, was unsere Werte angeht, in gleicher Weise machen. Immer und immer wieder und deutlich machen, wir lassen uns davon nicht abbringen. Es gibt auch keinen Gewöhnungseffekt. Es gibt ja auch jeden Tag wieder neue Anlässe der Empörung, was wieder alles passiert. So, und ich glaube, dieses Thema, und es wird noch zunehmen, der Druck wird noch zunehmen, die Auseinandersetzung wird schärfer werden, sie wird aggressiver werden. Wir haben im Moment gerade einen Vorgeschmack auf das, glaube ich, was uns noch bevorsteht. Und umso wichtiger ist es tatsächlich auch, eine grundlegende Kurssetzung, Neubestimmung zu machen, sich anzuschauen, wie ist eigentlich die Situation weltweit, wie stark ist die Weltmacht China, aber wie stark sind wir als Demokratien weltweit und nicht von vornherein schon zu sagen, in diesem Spiel haben wir die schlechteren Karten und Demokratien sind schwach, dann hätten wir das chinesische Narrativ schon übernommen. Nein, Demokratien sind stark, Zivilgesellschaft ist stark und es gibt so viel Unterstützung und die Idee der Menschenrechte ist eine der besten Ideen, die die Welt je hatte. So, und daran festzuhalten und an jedem kleinen Punkt sie durchzusetzen. Ich glaube, das ist genau die Aufgabe, um die es geht. Und sei es in der Wirtschaft und sei es bei den Medien und sei es in der Politik, in jedem Bereich, von der kommunalen Ebene bis zu den Vereinten Nationen. So, in jedem Bereich das immer wieder zu thematisieren und deutlich zu machen, dass wir uns davon nicht abbringen lassen. Ich glaube, das muss die Grundlage jeglicher Strategie sein. Vielen Dank, Frau Bause. Herr Schwabe, Sie haben das letzte Wort.
Ich bin ja nun Sozialdemokrat und die Sozialdemokratie hat seit Willy Brandts Zeiten einen engen Dialog mit der KP Chinas, ganz interessant. Und als ich damals menschenrechtspolitischer Sprecher der SPD wurde, das ist schon so 6 oder 7 Jahre her, da gab es diesen Dialog und ich bin dann eingeladen worden, damals von Rolf Mützenich, der ist heute Fraktionsvorsitzender, damals war Stellvertreter in der Fraktion für Außenpolitik zuständig. Und ich erinnere mich daran, dass wir uns die Themen aufgeteilt haben. Und mein Auftrag war es, über die Politik in Afrika zu reden. Und ich habe dann über Menschenrechte in Afrika geredet und über viele Verfehlungen, aber insbesondere natürlich war damit auch gemeint, das, was China dort macht und am Ende sozusagen an Nullstandards setzt im Bereich der Menschenrechtspolitik. Das hat dazu geführt, dass irgendein Professor, ich weiß gar nicht mehr wer genau, ich habe so 20 Minuten geredet oder 15 Minuten und der hat dann darauf geantwortet, das war gar nicht vorgesehen, mit einem halbstündigen Vortrag über die Doppelmoral des Westens in der Menschenrechtspolitik, insbesondere in Afrika. Und ehrlich gesagt, manches von dem, damit hat er recht gehabt. Hat er recht gehabt. Aber das heißt aber nicht, dass irgendetwas von dem, was ich vorher gesagt hatte, nicht richtig war. Das heißt, am Ende reden wir in der Tat über eine Systemkonkurrenz. Wir reden darüber, dass wir mühsam versuchen, mit Lieferkettengesetzen und anderen Menschenrechtsstandards zu etablieren und weiterzuentwickeln und dass China sozusagen überall das komplett konterkariert. Und das müssen wir wissen. Und deswegen bin ich vollkommen bei Frau Bause. Wir müssen das ansprechen und müssen uns mit diesen Fragen beschäftigen und dürfen da nicht klein beigeben. Und zur Ehrenrettung der S&D-Fraktion will ich nochmal sagen, vorhin ging es ja darum, dass ich gesagt habe, dass überhaupt der Einstieg, die Vorbedingung überhaupt miteinander zu reden. Und ansonsten wollte ich es vorhin nicht zu lang machen, aber ich will, glaube ich, zur Ehrenrettung von Inmaculada Rodriguez Pinheiro nochmal sagen, das ist die S&D-Abgeordnete, die verantwortlich für dieses Abkommen ist. Die hat weiter formuliert, ich wollte es vorhin nicht übertreiben, aber ich zitiere mal zu Ende. Um unsere Unterstützung für das Investitionsabkommen zu erhalten, muss China einen klaren Fahrplan für die Umsetzung der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation gegen Zwangsarbeit und für die Verbesserung der Menschenrechtssituation im Land vorlegen. China muss Anzeichen einer Veränderung der Menschenrechtssituation zeigen und sich zu einem Fahrplan für Veränderungen verpflichten. Ich glaube, das hört sich schon nochmal deutlich besser an. Das andere ist überhaupt die Bedingung dafür, überhaupt zu reden. Wenn nicht, wird gar nicht geredet. Und wenn geredet wird, dann muss das umgesetzt werden, was hier gesagt wurde. Ich glaube, das ist ein relativ starkes Zeichen und meine Prognose ist, deswegen gibt es vielleicht am Ende intensive Gespräche, aber ich sehe eine Verabschiedung dieses Abkommens auf ziemlich lange Sicht leider nicht. Aber das liegt nicht an der EU, sondern es liegt daran, dass China eben Menschenrechte massiv missachtet. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Schwabe. Das, denke ich, war ein gutes Schlusswort. Ich möchte Ihnen allen danken für die Teilnahme an unserem Gespräch heute Abend. Ich denke, das Thema wird uns weiter beschäftigen in den nächsten Monaten in der einen oder anderen Form. Wir hoffen, dass es einen starken menschenrechtlichen Aspekt, dass die Menschenrechte eben berücksichtigt werden und hier ein entscheidender Faktor sind bei diesem Abkommen, je nachdem, wie auch immer es weiter verhandelt wird. Und ja, ich denke, wir werden, wie gesagt, darüber noch diskutieren, vielleicht weiter im Verlauf des Jahres. Wir Menschenrechtsorganisationen werden die Entwicklung sicherlich weiter beobachten. Ich möchte Ihnen danken, auch den Zuschauerinnen im Internet, auf YouTube, für Ihre Teilnahme, auch im Namen der Ilham Tohti Initiative, im Namen auch von Enver Can, mit dem wir das heute Abend organisiert haben. Bleiben Sie gesund und gewogen und vielen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Danke.